Und für das ewige Pott von Leben, wird die Hocken und Rohren, wenn die sieht, wenn die jemand das so sei, dass du hast das und dir das Geschenk muss geben. Wenn ich das auf ihrem glaubt, dort ich sehen, wer Gott sagt, ich sehen, wenn ich auf ihrem glaubt, dass Gott es mir gut kriegt und von wo ich komme, was ich belebt habe. Wenn ich ganz gewiss wisse, nie muss man zweifeln, dass Gott es mir gut für wer ich sein. Ich wundere, wo das einen Unterschied merken, wo ich hier und seines Mal taub kommt zum Singen. Ich wundere eins mal über mich selbst. Ich wundere, wenn ich dort weiten Weg wie, wo ich dort uitdrecken in mein Leben. Ich wundere, was ich würde tun, wenn ich dort aus dem Verreich und sage, dass Gott uns eine Einladung gegeben hat, hier von der Hand zu kommen. Oder dass Gott mir eine Einladung gegeben hat, Port zu sein von so einer feinen Gruppe, aus was die sind. Und dann haben sie nicht jeden wird kommen, mit am Taub sein, am Anbeten. Ich wundere, wo sich dort wird spielen in uns Leben. Nu, ich bin eine Person, ich habe mir einmal an sie gestartet gefällt, wenn Menschen mich nicht annehmen oder wenn Menschen mich nicht einladen, wo ich glaube, ich soll eingeladen sein. Andere Mal, dann fühle ich mich gesehen und ich fühle mich gut, wenn Menschen mich eingeladen, wo ich dachte, ich nicht soll eingeladen sein. Ich dachte, ich werde das nicht wird. Und Einladungen sind ein sehr wichtiger Part von uns Leben. Wenn du eingeladen wirst, irgendwo hin, wo du die wichtig fühlst oder an sie geschoben fühlst, wo du glaubst, dieses Port von sein, das merkt einen Unterschied in deinem Leben, in uns ganzes Leben. Nu, ohne ihn, ich wurden viel eingeladen, verschiedene Städte hinzufahren, durch das Jahr, alle Jahre, und wir sagen, Teil von den Dingen auf, und wir uns mal fehlen, und wir wollen nicht bis einmal ramreisen, wenn unsere Kinder abwaschen down. Und das jetzt scheint zu weiten, dass Menschen wählen, die irgendwo. Aber bist du mal irgendwo eingeladen gewesen, wo du so viel, dass du wirst nicht wird zu sein? Ich bin mal viele Jahre eingeladen für einen Kongress, wo ich hinfuhr, wo John Maxwell das vertellen. Und mir denkt nach ein Teil von meinen Freunden, wie von der Top hin, aber die hatten mir, ein paar Freunde von der Kjoakj hatten mir ein sehr teures Ticket gekauft, das ganz teuerste, was du wir. Und die hatten mich eingeladen, in diesen Kongress zu fahren. Und als ich auf diesen Kongress und ich nicht ganz genau wusste, wo ich hier, dann nahm die mir mit einem aus dem Ticket sagen, dann die mich ganz fern, die läden mich dahin, ich muss durch den Stage kommen und das ist dort fern. Ich dachte, die würden mich vielleicht der 3. oder der 4. Ich fragte mich, ich würde keinen fern setzen. Aber nie sagten die mich ganz fern, ab der 1. Seiten ab, 100% krieg in der Mad von dem Stage, wo Maxwell das vertellen. In Rami wären all diese Menschen, die ans Stadion, die das Land regieren dann, und die vertellen von all diese Dinge, was die deuten, der Kongress anging. Und ich fühle mich einfach so groß aus das, was ich gesagt. Als der Kongress durch wird, dann nimmt Mr. Maxwell sein Phone und der hier so steht, dann nimmt ein Selfie von sich, das dort mit den Dutzenden Menschen. Und am nächsten Tag ist ich Minute with Maxwell sein, der Tanya, right? On Twitter, und wie ich so das sagst, dass Maxwell wieder Basta und ich wieder Zweite von Basta. Wenn ich einen Teil gehört, ich wurde mir dann durch einen angemerkt, oder ich stoff mir erst das Stoff auf, so wichtig vielleicht mir. Aber dann fällt mir das bei und ich so, wach mal ein bisschen. Hatten die mich eingeladen, du haben, wer ich wir, oder was ich zu bringen hat? Oder hatten die mich mit immer so ein Ticket gekauft, und ich will nicht gut genug der Lehrer an der Kjoakj, die will mich mal verändern, die wollen sich da bloß nicht zu sein, was ich wir. Und ich fühle mich nachbelehrt, ich war jüngst, der wird mir das Ticket mal schäfen, bloß soll ich hier weiten. Aber Einladungen, die kommen in sehr verschiedene Forms. Einladungen, die kommen in alle Sorten von Clearen in Forms. Wenn du noch mal bist eingeladen für eine Kasse, und du weißt, dass deine Freunde sind nicht eingeladen, wo fällt sich dort? Und dann, wenn du bist, dann wirst du eine, dann du, wenn du leistest, du eigentlich noch viel Geld in diese Show, was du ramkämpfst. Dann ändert das nicht. Oder wenn du für eine Birthday Party bist eingeladen, deine Freunde sind alle nicht eingeladen, der ist diese Graut, du bist eingeladen. Aber dann wirst du an, der Hand, du wen, der will die nicht mal, der will bloß dein Geburtstag geschenkt werden, der weiß, dass du die gleiche Geschenke zu geben.
Habt ihr noch Musik gehört? Ich brauche nicht hängen abheben, damit ihr nur Trouble abbringen, nur die Kjoakj. Aber wo wir enjelooden waren, woran wir enjelooden waren, dort merken ganz einen Unterschied in uns Leben. Die mir geht von der Morgens von einer Anladung zu vertellen. Und das ist eine Anladung über alle Anladungen. Das ist eine Anladung, auf Englisch würde wir sagen, dass wir ein Ultimate Invitation, sondern dass du keinmal euer, keinmal Meier was kriegen. Und wenn ich rede von nicht Meier, ich meine nicht, dass wenn Gott die von der anlädt und die nicht kommst, dann warst die nicht meine Gelegenheit. Das ist nicht, was ich meine. Aber du erst nur nicht und das ist keiner, wer die eine Anladung geben, dass Gott die gibt. Und wir müssen anfangen zu verstehen, dass wenn Gott uns eine Anladung gibt, der gibt uns eine Anladung, wer wir sind, nicht wen, was wir bringen können. Wenn Gott uns eine Anladung gibt, der gibt uns eine Anladung, wen, der will uns nicht unbedingt, was wir tun können. Und wenn dort mal immer was bei uns tüß wollen, das wird ändern, wo wir über Leben denken. Und ich weiß nicht, wie viel von Jünd mal sind irgendwo in der Kjoakj warst, und ich will nicht bloß ohne Kjoakj wiesen, aber wenn wir bloß mal sein, die katholische Kjoakj zum Beispiel, wir werden von der Oven mal haben. Und wenn du wirst ein Port sein von der Oven mal, dann musst du unbedingt erst bekannt haben, deine Sinn, du musst unbedingt erst alles vor dich gemerkt haben, dass du würdig bist, mit der Beste von der Beste auf das Oven zu nehmen, anders kannst du es nicht nehmen. Du kannst nicht kommen, dass du bist. Sondern von den anderen Kirchen, wo wir vielleicht sind abgewaschen, du hast gelernt, dass du musst erst alle Dinge offline, genug Dinge offline, dass du wenigstens durchkommst, damit du Port von der Ferne bist, anders bist du nicht würdig, um das Oven nehmen. Du bist nicht, und andere wie die Anladung, was Gott dir gibt, die wirst du bloß dann kriegen, wenn du erst gut genug bist. Zum dessen durchsetzen. Und ihr wisst alle von was ich vertelle. Das ist die Welt, in der wir leben. Und das ist die Welt, in der wir sind, wenn wir in der Kjoakj sind. Diesen Gedanken habe ich uns einmal mitgebracht. Nun, wir Menschen, wir können schwör glauben, dass wir sind angenommen und wir sind gleich und wir sind gewollt, so wie wir sind. Das ist ein sehr, sehr schweres Ding, bloß einfach zu glauben. Das ist eine Geschichte, die wir im Alten Testament haben, in 2. Samuel. Und ich kann die Geschichte vertellen, ich kann die hier nur lesen. Und die Geschichte hat zu tun mit David. David ist der, bloß im Kontext ganz klar merken, 2. Samuel 9. Und du kriegst was, du hast viel andere was von einer langen Zeit, wenn weißt du noch, dass David sein Enemy oder sein Feind, was der Saul, wie was der König getötet hat, wie einmal David nun leben hier an, der will den Tod merken, und der ran in der Wüste, in der Boy, und alle wen hier an, und der kriegt den Tempel zu holen, wenn irgendwo rat Gott David sein Leben, wenn der will den zum König merken. Und so, durch diese Zeit, du sagst, wie einmal war das, Saul war ein sehr großer Feind zu David. Oder der andere war Ram, aber David, der wusste, dass er nicht gegleicht wird, er wusste, dass er nicht gewollt wird. Wie in Aufgangs, right? Saul, wie oft sich über David. Und dann sagte du, als der Krieg ist vor dich wir, als Saul tot wir, als Saul seine Familie mehr soll angebracht werden, nicht durch David, aber die Menschen, die dann werden, dann sagte du, dass David, der saß sich ein Dach durch und der fängt an zu denken, was kann ich für Gott tun zu den Menschen, die nicht Fan sind zu mir. Und der hat sich vergenommen, der wird Fan sein zu Saul seine Familie. Und David hat einen interessanten Gedanken, der sagt, der will zu Saul seine Familie, wird am ganz bald nur voll tot merken, der will utfinden, dass noch irgendwer ist übergeblieben von der Familie, dann will er bloß mal Barmherzigkeit oder Liebe zu dessen beweisen. Dann checkt du Han utfinden, dass noch wer übergeblieben ist. Und dann sagt er, du, das ist ein junger Bengel, was du noch geblieben ist, von all Saul seine Kinder, Großkinder, ein junger Jung. Und dann hat er Gott mählich gleich dort gemerkt, der wird nicht zu brücken, der kann auch mal kein Trouble merken. Ich habe die Geschichte mal gelesen, nicht? Das ist ein Mephibosheth. Wer jetzt ihn kennt, so nun. Aber David sagte, sollen diesen Jungen du mal anbringen. Und der will diesen Jungen segnen. In der Bibel sagt er, dass dieser Junge, der ist kreblich, aber Bein, der kann nicht gehen. Okay? Der ist ganz kreblich. Und der kommt trägt und sagt zu David, du bist ein Junge übergeblieben, wer noch von Saul seine Familie ist, aber der sei nicht an der Wir, aber der sei das kreblich, das ist nicht zu brücken. Weißt du den du wen? Wo ist die dessen Geide wen wollen haben? Und David sagt, holt mir den. Und die gehen nach Han und holen sich diesen Mephibosheth zu Han, ein krepliger Jung, ich weiß nicht, wo die den nach Han brachten. Aber dann kommt das Jung für David
Und ich merke mir 100 Dinge deutlich, wenn ich diesen Jungen für David sei. Und die kannst vielleicht auch deutlich merken, dass das Junge, die können sich deutlich merken, dass David würde den Tod merken, wenn die haben, was dann all in seine Familie dort gemerkt. Oder was will die mit mir? Ab wenigstens hat es Jung können sein, dass ich kann die nicht helfen. Wenn die mir was handelt, ich die soll dein, oder ich soll betonen für alle, was die tun haben, ich kann nicht tun, ich kann nicht geben. Aber dann sagt David zu diesem Bengel, diesem krippeligen Jungen, der sagt, ich will haben, du sollst bei mir in Dash setzen. Die kriegen eine Anladung, um den Dash setzen mit den Königtaub, was über Israel regieren wird. Und ich weiß nicht du, aber wenn ich die Geschichte lese, dann kann ich mir nicht anders glauben, wie viele Dinge das Junge wird mit den Hand fähig, nicht? Because ein König seine Deiner, der mit den König dein. Der König seine Deiner sind im Palast zum Schaffen. Und das Junge, der wisst dort, ich will kein Mal auf den Krieg abgehen, ich will kein Mal für die Pferden, ich will die nicht mal einen Koffer Wutter holen, wenn Kick weg sind. Und David sagt zu denen, das einzige Ding, was ich will haben, du sollst tun, ich will dir ein doll Lohn geben. Und du sollst für die ewige Port von deiner Deel bei mir in Dash setzen, sagt er. Das ist alles, was ich will mit dir. Und das Junge sagte, wenn ich den Text lesen, das Junge, der ist für den König. Und dann sagte er zu den König, so steht, der sagt, was weißt du mit mir? Was weißt du mit mir? Der sagte, ich bin ein toter Hund. Das ist alles, was ich sage. Was weißt du mir? Dann lest du wieder und dann sagt er bloß, dass David will ihn in seinen Dash setzen, der will ihn sehen. Und dort sagt er, der will ihn so in seinen Dash haben, als wenn das einer von den seinen eigenen Kindern ist. Der will ihn so behandeln, als einer von den seinen eigenen Sehens, das von seinen eigenen Dächter. Der will ihn Port merken von seiner Familie. Und David weiß sehr gut, und das Junge weiß in alle Welt sehr gut, der Junge wird das niemals betulen können. Der hat das keinmal betult, der wird das keinmal betulen können. Das ist nicht, was das Junge kann tun, um das betulen, was er kriegt. Aber David lud ihn danach an, und das Junge nimmt diese Anladung an, nur das in das zu kommen. Und ich weiß nicht, aber wenn ich über die Geschichte war, wenn ich denke, was da angeht, ich wundere, für wie viele Jahren das Junge ist alle Tage nach den König in das gekommen, jeder Tag, und sich immer schuldig gefühlt, dass er nicht bringen kann. Die kannst du bloß verstehen, wo die immer das Letzte ist, right? Der kann nicht gehen. Und wenn ich alle an der setzen, dann schlappt das Junge sich nach der dann schlappt er sich durch den Stollen ab und dann sagt er, du nicht, der war Lut. Und ich weiß, ich merke mir Dinge deutlich, was wir nicht weit was passieren. Aber wir weiten ein Ding sehr klar, dass das Junge, der kämpft mit alles, was er hat an sich, um diese Anladung annehmen, was er sich nicht verdient hat und was er sich niemals wird verdienen kann. Und ich verteile Ihnen diese Geschichte, wie wir als Menschen, wir haben eine sehr devote Angewohnheit, dass wir nicht nehmen können, was uns gegeben wird. Wir als Menschen haben eine sehr devote Angewohnheit, dass alles, was wir nicht verschaffen, das ist nicht uns. Wir haben eine sehr dumme Angewohnheit, wenn Gott zu uns sagt, dass wir sind enjelooden, oder wir kriegen eine Einladung von Gott, in sein Dash zu kommen, dass wir immer sagen, ich weiß nicht, was ich kann. Wenn ich gucke, was ich in meiner Vergangenheit habe, gucke, wie ich sehe so ein toter Hund, was kann ich bringen? Und wir wissen, dass wir niemals betulen können, für was Gott uns geben wird. Aber danach, Gott lud uns an, nur sein Dash zu kommen. Und keiner von uns kann sein, ich bin ausgeschlossen. Keiner von uns kann sein, mir lud nicht an. Keiner von uns kann sein, dass du sind eine ganze Zeit ferne Menschen, oder gesunde Menschen, oder gute Menschen, oder heilige Menschen, die wird Gott anladen, aber mir wollte nicht. Du hast eine Anladung gekriegt von Gott, persönlich, zum bei Gott sein Dash setzen. Und ich wünsche, wir würden daran denken, von der wird mir zu tun, dass ich will Ihnen, und es steht was von David vertellen, von der Geschichte, ich will Ihnen ganz klar wissen, was Jesus davon sein wird. Und besonders über diesen Gedanken, wo Jesus das merken wird. Wenn Jesus eine Geschichte ankommt, dann soll wir das klar aus irgendwo in der Bibel, dass Jesus merkt keinen Unterschied, wer das ist. Der merkt keinen Unterschied von wo die sind. Jesus gleich Menschen wie sie in das. Die religiösen Lehrer, die können das immer schlecht verdrehen. Die können immer schlecht leiden, wenn Jesus würde sind, dann die Tags gleich an das an. Wenn das wir bloß nicht, das muss nicht.
Du musst bloß die feine Menschen und der sein, du musst bloß die gute Menschen und der sein. Aber Jesus, der ändert das ganze Bild, der dreht das über den Kopf. Und der lud Menschen nur sehen das an. Und ich will han gesagt, das lesen in Johannes Kapitel 6. In Johannes Kapitel 6 habe ich einen Text, was du, hast du das da? Das sagt du es das. Dann sehen sie zu arm. Und ich will han gesagt, was hier an jetzt. Die Menschen zu der Zeit, wie ein Charakter wie von der sind. Wir können das schwer verdrehen, dass wir nicht können, ihr schwert tun, euer Menschen uns was geben. Wir können das nicht verdrehen, dass wir glauben immer, wir müssen ihr Städten, das erregt haben, euer können wir nicht bei Gott sein, der ist angenommen sein. Wir haben, by the way, in unserer Kirche in Wach, wo wir das sein tun, Menschen sagen immer, wann können wir uns deipen, hier bei Läwens Kjoakj, die sagen, kann ich mich deipen, wann ich gut genug sein, kann ich mich deipen, wann ich lang genug sein, wann kann ich mich deipen. Wir sagen immer, wir dann glauben, wir dann deipen und dann wir wissen. Wir dann auch mal fließen dort wehen, wir wollen nicht haben, die sagen, ich 10 Jahre bei der Kjoakj sein und ich utproben sein, sie gut genug sein, dann wollen ich deipen lassen. Oder wenn ich ganz utgewassen sein in ihr jährliches Leben. Wir haben gesagt, so schön, dass du glaubst, in Jesus annimmst, dann werden wir, haben die die deipen lassen und dann werden wir taub wissen. Krieg nicht, wer du bist, krieg nicht, wo unperfekt du bist. Wir wollen glauben, wir wollen uns deipen lassen, dann werden wir wissen, taub. In den Gedanken, was wir fertig haben, haben die Menschen trägt. Die Menschen kommen zu Jesus und die Frauen, und diese Frauen, die gemeinsam möchten sein, dann sehen sie zu ihm, was soll wir tun, um Gott seine Worte zu wirken? Möchtest du, was die Frau ist? Die Frauen, was soll wir tun, um Gott seine Worte zu tun? Das ist immer die große Frage, nicht? Was kann ich tun, um Gott zufriedenzustellen? Oder was kann ich Gott seinen Willen finden für mein Leben? Oder was kann ich tun, dass Gott wird schafft sein mit mir, damit ich Part kann sein von das? Und Jesus, der antwortet, und er sagt es das, und es ist sehr wichtig, was Jesus antwortet, wenn er sagt, Gott sein Werk ist das. Und hör ich, was Gott sein Werk ist. Mag ich, dass die Menschen fragen, was soll wir tun, was sind unsere Werke? Aber Jesus, der antwortet für nicht mal, der dreht etwas überrascht und sagt, weil ihr wissen, was ihr sollen tun? Nicht. Ich will wissen, was Gott hat getan. Oder, kann den Unterschied sein? Die fragen, was können wir tun? Und Jesus sagt dir, ich will wissen, was Gott getan hat. Und dann sagt er, Gott sein Werk ist das, dass ihr an den glauben, den er geschickt hat. Das was ich will, han sollen tun. Bloß glauben. Das darf nicht zu tun mit was bringen, das darf nicht zu tun mit betun, das darf nicht zu tun mit irgendwas verdienen. Die sollen bloß kommen und glauben, dass Gott das alles getan hat. Nee, das sind die Sorte von Dingen, die wir schwer verdrehen können, wenn Gott das sagt. Weil wir haben Menschen in unserem Mäden. Und die brauchst nicht sagen, wie die Finger wiesen, dann kostet die selbst mal immer catchen und sagst du bist nicht wert, nicht das in das zu kommen. Und diese Jungs, die tun sich nach lang graut und die sagen, aber wie sind die wichtigen Menschen, wie sind die, was du von Moses oder unsere Verfehler haben und all diese Dinge. Aber dann geht in den 35. Vers, wo Jesus bloß antworten und dann sagt er, ganz klar, das hat nichts mit ihnen zu tun, hat nichts mit ihnen Verfehler zu tun, hat nichts zu tun mit das, was ihr in der Wüste haben gehört. Und dann sagt er, krieg mal, was er zu tun hat. Er sagt, in Vers 35, dass Jesus aber sagt zu an, ich sehe das Lebensbrot. Und Jesus sagt, ich. Er sagt, das ist nicht eine gewisse Kjoakj, das ist nicht eine gewisse Gruppe, das ist nicht bloß für gewisse Menschen. Der sagt bloß, ich bin das Lebensbrot. Und dann sagt er, wer immer, meint ihr das? Der sagt, wer immer glaubt oder wer immer das Brot hat, und wer immer, ich wollte das lieber lesen. Das sagt, wenn, ich sehe das Lebensbrot, wer nur mich kennt, okay, den wird nicht mehr hungern, und wer an mich glaubt, den wird nicht mehr darsten. Und ich will han sagen, dort merken wir, es ist wichtig, wenn jeder Part zu sein. Jesus, der wies bloß eine Segen, dann sagt er, hat nicht mit ihnen zu tun, hat nicht zu tun, was die bringen, das hat rein alles zu tun mit mir. Und wenn ihr das merken, dann lud Jesus nicht bloß an, in das zu kommen, Jesus lud an, Menschen nur sich zu kommen. Und du hast noch niemals wer ausgeschlossen, nie was. In Matthäus 11, wenn Jesus sagt, kommt alle an mich, dann lud er alle Menschen an. Der sagt, alle, die schwer beluden sind. Und Jesus lud an, sein das, Jesus lud an, nur sich selbst. Und war das schwere Ding, was wir einmal mitdrehen haben, oder was wir meist nicht verdrehen können, ist das, wo an mich, wenn ich nicht perfekt bin. Ich will Ihnen sagen, welche Dinge sein, was ich wünsche, ich würden denken. Gott lud die nicht an, nur sein das, wenn du vollkommen besser, wenn die eine Vollkommenheit. Gott lud die an, nur sein das, wenn sie eine Vollkommenheit. Ich du please denken. Gott lud die nicht an, nur sein das, wenn wir Gott du bist. Gott lud die an, nur sein das, wenn wir Gott heu ist.
Und wenn Gott wird perfekte Menschen ist, haben sie in der Schande, wo du noch niemals für ihn gehört hast, der würde einmal allein sein. Und dort wurde die Dief eingeladen, nicht wegen Gott du bist, aber wegen Gott heu ist. Und wie man das Wort hat sein, wie man das Wort hat verstehen. Jesus, wir sind so leicht geneigt zu Menschen sein, dass wenn die hier in uns kommen, dann sagen, ich weiß nicht, ob die Gott genug bist, um Port von dir zu sein. Ich weiß nicht, ob die Gott genug bist, um hier an zu sein. Kann ich was sagen? Jesus gibt niemals eine Person in der Bibel mit einem Haus und sagt, er soll sich zu sich bekehren und wenn ich Gott genug werden können, zurückkommen. Jesus sagt, kommt alle. Kommt alle an mich, kommt alle an das und das. Ich will mit ihnen top sein. Und wir sein dort Eva und Eva und Eva und Eva. Weißt du noch, bei der letzten Abendmahl, wo Jesus mit seinen Jüngern top saßen, und bloß die Weiten waren in den Kontext. Jesus seine Jünger hatten nicht alle taub. Wie wurden die einmal Dame Bengels genannt haben? Ab dem Weg du Han, wo die Abendmahl hatten, du hatten sich mehr so einen Kopf aufgereden, von wer das Wichtigste wie und keiner gleich den anderen. Und dann sagten die dort am das und das. Und dann sagt Jesus, als der Brot und das Wein will utteilen, um die sollen das aus dem Angedenk haben von ihm. Dann sagt er dort am das und das mit allen Damen Jungs und sagt er, Petrus, du warst erst mal ab hier mit Liehen. Und Thomas, du warst mal ab hier mit Zweifeln. Und Judas, nicht so diga, nicht? Dort mir mal sein, wofür von diesen Jungs Jesus du checken deit, wird nicht können Abendmahl nehmen. Wofür von diesen Jungs sagt Jesus, du kannst nicht und du kannst nicht und du kannst nicht. Oder du musst dich ändern, du musst dich ändern, du musst dich ändern. Die Jungs hatten nicht alles taub. Aber Jesus nimmt das Brot, der nimmt das Wein, der verteilt es und sagt, der nimmt den Erd. Nu, ich probe nicht durch Hand zu kommen, wo ich sage, dass wir wollen nicht alles beschön lassen. Wie oft davon. Aber ich probe immer dichter bei zu kommen, dass wir wollen so denken, was Jesus in Gedanken ist. Und die Ursache für das ist, wie sind die Kjoakj? Wie sind Jesus in Körper? Wie sollen sie denken, wie sollen sie reden, wie sollen deren aufmerken, was Jesus steht? Because wie sind Jesus in Körper? Der einzige Körper, by the way, was Jesus auf der Welt hat. Und Jesus, der möchte deren auf für die Menschen, die nicht perfekt wären. Ursache, warum der das wenn wir so perfekt. Nu, ich will han Jesus nicht vergessen, als Jesus dort deut, als Jesus die alle anlädt und sagt, kommt nicht das und das. Er wisst, dass Antworten das Leben kosten. Er wisst, dass Antworten eine Sache, die ihre Anladung sind. Für die Menschen wird es frei. Aber Jesus weiß, er wird man sein Leben dafür geben. Und dazu denkt, was wir niemals wollen vergessen. Weil dort helpt uns nicht bloß in das zu kommen, das helpt uns, die Person zu bekommen oder wollen, was Jesus uns will, wenn wir die genug und die Leib verstehen. Nu, was mir von der Jahre zu tun, ich will Ihnen sagen, welche Dinge mitteilen, besonders wenn wir denken an Abendmahl. Ich glaube persönlich, dass wir an Abendmahl sehr verstärken oder sehr in dies drin gehabt. Oder wenigstens sehr bedragten. Wir kommen vielmal in Abendmahl und ans jemand das so grülich sei, was Jesus getan hat, dass wir nicht mal Zeit haben zum Zelebrieren, was er für uns getan hat. Wir werden das nicht vergessen, was das gekostet hat. Das Blut und die Weide und alles, was Jesus durchging. Aber wir werden auch nicht vergessen, dass Jesus will haben, wie soll mit den Frauen Horten ankommen und das tun. Kann ich dir eine Frage fragen? Wenn du willst, wenn man ein Geschenk geben, ein dir das Geschenk, ein fernes Geschenk, wo du hast lang für geschafft, die eine frühere, die einen Mann, dir das Geschenk geben, die hast du Monaten für geschafft. Und für das ewige Pot von Leben, wird die Hocken und Rohren, wenn die sieht, wenn der jemand das so sagt, dass du hast das und dir das Geschenk muss geben. Was willst du tun? Oder die lässt den Freunden dir das Geschenk geben und das ewige Pot von Leben, was du bis einmal raufkicken, wenn die vorbeigeht, wenn du die bloß nicht an die Sache kicken, wenn du bist tough Fan gewesen zu denen. Oder willst du lieber gleich, dass die jedes Mal einen Hug geben, einen Dankeschön sagt für was du getan hast. Die will sich meist nicht holen können, hüpsen und lachen, nicht? Oder wo gleich jeder, wenn die Geschenke geben? Ich glaube nach einmal, dass wir mit uns lernen zu celebrating. Ich glaube, wir mit uns lernen, mit in dankbarer Hort anzunehmen, was Jesus gegeben hat.
Und denken, wo viel das gekostet, die kostet welchen Stück gerohren, die kostet welch für 3 Jahre, für 10 Jahre rohren. Aber fangen wir an zu celebrating, was Gott hat in die Leben getan. Und ich gucke von der Smarts, and by the way, ich glaube, wir als Christen sollen alles in uns Leben tun, zum Zelebrieren. Nicht um uns bekehren, aber zum Zelebrieren. Alles, was wir tun. Und ich rede today, was Jesus hat angenommen. Was soll uns motivieren, zum Gott zu tun? Was soll uns motivieren, zum Geben, zum Dienen, zum Helfen, zum alle gute Dinge tun, was wir tun? Das nicht, dass wir celebrating tun, für was Gott von uns tun hat. Und wir müssen uns das lernen. Und es steht, hocken und rohren, raufkicken und bloß einmal trüren und das so sei dies da merken, wer wir uns lernen, dass ich dankbar das heute zu tun. Und von der Smart ist, wenn wir ein Abendmahl nehmen, weil wir das ein klein bisschen anders tun, aber ich will nicht bloß noch immer bei uns sein. Gott lud die an, nur sie in Dash zu kommen. Und wenn ich rede von Gott in Dash, ich rede nicht bloß von das Symbol, was wir haben, ich rede einfach von den Dash zu kommen, wo Jesus die will. Und ich weiß, some von uns, wir feilen uns das Tod geholen, oder wir feilen uns das, wir können das nicht betonen, und das ist okay, die Wurst kann man betonen. Vielleicht fällt sie dir zu viel damit getan, du bist nicht Fan genug, du bist nicht, aber das ist die beste, geradste Anleitung, was die Jungs verstehen. Und ich will, haben diese Smorten, dass Gott will nicht bloß von dir, Gott will für das ewige Port von deinen dir, haben dieses an den Dash setzen von den Kernik von Kerniks. Nicht so einer, was du mit Angst hat, dass du nicht was betonen kann, aber der will haben dieses mit Confidence kommen, der will haben dieses zu Hand kommen, dass wenn die ein von seinen Ihnen sehen, zu der Dachte wirst. Weißt du warum? Und jetzt wird die Bass. Wer will mal anfangen, so dort zu kommen? Und wenn du hier von der Smarts bist und du hast Jesus noch keinmal angenommen in den Hort, dann würde ich bloß zu dir sein, komm nur Jesus in der Stimme, die bekehren. Wenn du hier von der bist und du hast Jesus in den Hort, dann würde ich zu dir sein, komm nur das in der nicht zum die bekehren, aber zum Zelebrieren, zum Danken und zum Gott verherrlichen, was er getan hat. Uns hat eine große Freude, die von der gewählt hast, mal uns zu horchen. Unsere Welt lebt von der Undienstnis und Angst und Armut. Wenn du irgendeinen Freund hast oder irgendwen weißt, wenn diese Botschaft Mut merken, dann würden wir gleich noch diese Botschaft mit dem mitteilen. Und wenn du von dieser Jehen bist, wo Läwens Kjoakj ist, oder du noch mal hast gerechnet von unterwegs zu besiegen, wie würden die Seier anladen, kann man es besiegen, und sie deren sind up für alle Menschen. Wir kommen hier alle Sonntagsmorgens Taubklack nehmen, dort zum Kaffee trinken, zum Spazieren in Gemeinschaft haben. Nur dort dann haben wir gute, lebende Leute nach einer Botschaft, was du praktisch ist, was du dein Leben sehen und die Mut geben. Dann werden wir die aber sehr anladen, Part zu sein von unseren Lebensgruppen. Das sind kleine Gruppen, wo wir durch den Weg taub kommen. Hier merken wir das persönlich. Hier kommen wir taub zum Beten, zum Spazieren, zum Lachen und gute Gemeinschaft haben. Wenn die Freunde fehlen und die schlecht im Port sein von so einer Gruppe ist, dann finden uns nicht Nummer, was hier angegeben ist, oder schreiben uns an WhatsApp, oder besuchen uns an unserer Webpage, läwenskjoakj.com. Uns hier erscheint, dass wir können Port sein von den guten Plänen, was Gott für dein Leben hat. Wenn die gleich in alle Weg unsere Botschaften anzuhören, wenn ihr auf YouTube noch kommt, dann würden wir gleich natürlich dessen subscribe, auf den Klinger drücken, dass dort was die dort anwollen.